Ja, Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Hier haben wir einen Polo 9N. Ja, bekommen haben wir den ungefähr letzten Sommer. Seitdem steht er nur rum, weil er nicht gerade rund lief. Aber ich glaube, das ist ein sehr bekanntes Problem bei den schönen Polo 3-Zylindern. Ja. Ja. Versuchen wir erstmal zu starten, wenn er läuft. Wissen wir auch nicht, was wir damit machen wollen. Doch, eigentlich wohl. Wir treten ihn so lange, bis er entweder wieder richtig läuft oder der Motor ganz im Arsch ist. Also er hat jetzt 50-50. Ich nehme letzteres. Aber Vollgas bleibt Vollgas. Bis er nicht mehr kann. Der tut sich wirklich schwer, Stefan. Fehler leuchten für so ein Auto. Wir gehen die ganze Zeit mal irgendwas Neues wieder an. Ja. Lenkrad. Oh ja, Lenkrad. Der Motor, eben war Bremse, ABS, alles am Blinken oder am Wegen der Piepsen. Batterie bestimmt. Ganz bestimmt. Das Standgas müssen wir so einstellen, dann können wir das auch wieder verkaufen. Was ist mit dem Auto, kannst nicht geblitzt werden, ne? Auf der Autobahn sorgst du regelmäßig für Hubkonzerte. Könnte schlimmer. Ja. Der qualmt blau vorne. Fahren wir noch eine Runde. Oh ja. Gleich gibt's Feuer. Oder weil ein Öldeckel. Brennt schon! Brennt! Brennt! Zugehauen, ich Kunde! Wir haben Brennen, oder? Stroh. Auf dem Krümmer liegt das alles. Ups, Brennt alles hardcore. der Öldeckel. Brennt! Ach ja, und zu! Weitergefahren. Wir werden jetzt die Nockenwelle ein bisschen manipulieren. Okay. Ist das gut? Ja. Ist ja dafür stiftet. Soll ich das genau so haben jetzt? Oh, 1 Nockenwelle. Nockenwelle, die gar nicht mal so schlimm eingelaufen ist. Brauchst du dann. Aber so. Ist gut so. Stand das im Reparaturleitfaden? Ja. Aber wir können doch mal so reinflexen. Das ist ein halbes Tuning jetzt. Junge. Das ist ja blau. Fass das an. Oh. Ach, dann bleibt das liegen. Das nehmen wir bei der nächsten Reparatur wieder raus. Welche nächste? Immer über Kreuz. Kühle hier wohl. Jetzt ist trotzdem noch gut irgendwie die Schraube. Da fehlt glaube ich noch eine, oder? Ich hab's Oh, gar nicht gesehen. Ich glaube, die könnten fest sein. Bin mir aber noch nicht so sicher, dass das jetzt eine kraftschlüssige Verbindung ist. Was? Stefan, der Kunde kommt gerade, starte schon mal. Das ist nur, weil du die eine Nockenwelle nicht abgeschnitten hast.
Dass der Kunde immer noch unzufrieden ist. Das will dann eine echt miserable Leistung. Das fand ich noch zu wenig, denke ich. Die Nockenwelle ist quasi nicht mehr vorhanden. Irgendwas qualmt da. Dürfte ich mal eben ein bisschen Werkzeug haben? Der Kunde hat gesagt, er möchte aber eine Hammerschlaglackierung. Kann er kriegen. So zart hat, so zack. Ich will Sonst hast du noch nie drauf rumgehauen. Willst du eigentlich auch nicht ganz kaputt machen, aber da kann ich jetzt flexen. Noch nicht ganz kaputt machen? Der soll ja noch einmal laufen. Was war jetzt das Problem? Eigentlich lief der noch zu gut. Dreckverzahnung ist ja eigentlich immer gut, ne? Eigentlich. Ist das ein Gartenhäcksler? Weiß ich nicht. Zieht der die auch rein? Aber schon gerissen. Kann wohl sein, dass die jetzt durch ist, ne? Dass der Nockenwellen-Positionssensor kein Signal mehr kriegt. Soll ich einmal dran orgeln? Dann Ja. ist es ja. Ja, ist durch. Die dreht nicht mehr und die dreht. Die steht. Ja, dann haben wir es jetzt geschafft. Ja, der wollte doch nur noch einen 1,5 Zylinder haben, oder? Der nicht läuft. Ja, irgendwann wäre der bestimmt gelaufen, aber heute nicht mehr. Nee. Ja, schön war es mal wieder gewesen. Auto lief, Kunde kannst du jetzt abholen. Der hat spezifisch gesagt, er möchte gerne aus seinem 3-Zylinder einen 1,5 Zylinder haben. Ja, dann kann er abholen, läuft, qualmt. Mag auch kein Öl mehr, stößt da ab. Weiß ich auch nicht warum. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin so fleißig wie bisher. Schaut bei Instagram vorbei und wir machen uns aufs nächste. Tschüss. Aber Batterie kannst du was ausbauen.